Herzlich willkommen zum Panorama aus der Berner Altstadt. Wie immer haben wir spannende Themen für euch in der Sendung. Heute sind es folgende: das Blausee schwimmen und eine neue Gin-Bar auf dem Eigergletscher. Wie all Jahr lockt das Blausee schwimmen zahlreiche Wildsäue aus der ganzen Schweiz ins kühle Nass und sorgt für Euphorie. Mein Kollege Pablo Sulzer ist dieses Jahr im Benefizanlass vorbeigegangen, hat die Stimmung eingefangen und mit Verantwortlichen und Schwimmerinnen und Schwimmern über das Ganze geredet. Aus der Region ist sich auch schon bereit gemacht. Lies, sieht wirklich aus. Wunderbar. Die sind kalt geschwommen, wisst ihr? Kalt. Nass. Es war ein wunderbarer Tag. Es ist perfekt abgelaufen. Wir haben alle das Ziel erreicht, sind alle die 42 Meter geschwommen, haben alle grosse Freude gehalten. Die Begeisterung war gross. Also ist alles bestens. Ich kann mir nur dem lieben Gott danken, dass wir einen solchen Tag erleben dürfen. Und wir von Freude her sind natürlich dankbar den Organisatoren, Blausee AG gegenüber. Und wir werden das Geld, das wir bekommen, werden wir im Sinn von Blausee und im Sinn von unserem Land, nämlich vielen Buben und Mädchen im ganzen Land, Spiel, Spass, Freude, Bewegung, Integration, Solidarität und vermitteln. Ja, für mich war es das erste Mal. Es war ein Wagnis, aber sensationell. Also, wenn man rauskommt, ist man wie neu geboren. Das Wichtigste, was uns auch gesagt wurde, ist wegen den Füßen, dass man eine Kappe hat. Ganz wichtig. Und der Rest muss von alleine gehen. Also, wir haben jetzt auch nicht irgendwie trainiert im kalten Wasser, aber ich bin eigentlich ein relativ geübter Aareschwimmer und von dort her ist es sehr gut gegangen. Hat es gepackt, oder? Ja, es macht mega Spass. Ja, und vor allem das Wetter, wenn das Wetter so mitmacht und die Organisation so top ist, ja, es macht riesen Spass alle Jahr wieder. Ja. Ja, es ist einfach der Eisbär im Blausee. Das ist unser Maskottchen. Genau. Es ist einfach eine richtige Freude, dass wir haben angefangen mit 160 Leuten und jetzt können wir über 500 Leute im See haben und das ist aber auch das Limit. Und wenn die alle zusammen Spass haben und Lebensfreude, macht richtig Spass. Ja, wir natürlich zweimal hat man es nicht durchführen wegen Corona. Es ist jetzt das 7. Mal. Wir haben schon wieder gesehen, das findet das nächste Jahr statt, am 7. Dezember. Und das wird innerhalb von 2-3 Stunden wird das natürlich wieder ausverkauft sein. Und das zeigt ja die Attraktivität, die natürlich das Schwimmen jetzt hier erreicht hat. Das ist weitgehend, ist in der ganzen Schweiz bekannt. Es ist in einem wunderbaren Naturpark sozusagen findet statt. Und es ist das halt das Einzigartige, was es ausmacht, dass es diesen Erfolg hat. Es war eine super Stimmung. Alle haben ein bisschen Respekt vor diesem kalten Wasser. Aber schlussendlich, man muss einfach rein und man ist für einen guten Zweck. Das kann man natürlich auch entsprechend auch feiern. Man kann das Raclette essen, nachher wieder wärmen, also das ist tipptopp. Nochmal 3, oder? Nein, ist klar, es lenkt gerade. Ja. Der Urs Kessler macht Freudentänze. Eine exklusive Gin-Bar auf dem Eigergletscher soll eine neue Ära einläuten. Am Wochenende ist sie feierlich eröffnet worden, mit Musik von DJ Antoine und mit prominenten Gästen. Wir haben Remo Kobluk, der Geschäftsführer von Rugenbräu AG, und der Urs Kessler erklärt, was es mit dem Gin und auch mit der Bar auf sich hat.
Ja, also der hat sehr schöne Noten, holzige Noten, also eher so ein bisschen Fichte, Zenderholz in die Richtung, aber auch schöne Zitrusnoten drin, mit Melisse, und das tut ihn extrem unterstützen. Also für mich sehr harmonischer, eigentlich so ein bisschen das Pendant zu unserem anderen Gin, zum Crystal Gin, der sehr zitruslastig ist. Und jetzt haben wir eine schöne Symbiose, das tolles Zusammenspiel vom Gin. Ja, sicher, du schmeckst den auf jeden Fall. Das hat etwas Mineralisches, ganz klar. Beim Crystal Gin haben wir den Kristall, der ja das Destillat drüber fließt. Das tut uns auch ein bisschen auszeichnen, was die Gin-Produktion betrifft. Und ausgelesen hat es der Master Distiller, der ist da mit dem Berggänger einen Tag lang da im Sommer suchen im Eigergebiet und hat lange gehabt, bis er den passenden Stein hat gefunden hat. Er ist schon sehr stark, der Gin. Er ist natürlich mit 85%. Also das heisst, man kann ein kleines bisschen Gin nehmen, aber vor allem viel Wasser. Mir tut er meistens nicht so gut. Nach einem Glas 2 bin ich relativ gefährdet, dass mir am anderen Morgen nicht so gut geht. Der Eigergletscher soll natürlich zu einem neuen Kraftort werden von den Jungfraubahnen. Er soll den Ausflug Jungfraujoch Top of Europe noch viel attraktiver machen. Das heisst, wir werden hier weitere Attraktionen aufbauen. Eine der grossen oder die grösste Attraktion insgesamt wird sicher sein Vertical Experience, ein Eigermuseum. Ein Eigermuseum, das wir in Zusammenarbeit mit dem Dani Arnold realisieren, mit den verschiedenen Routen. Wir haben 5 ausgewählte Routen, die wir inszenieren, die ganz ein besonderes Erlebnis ist. Dann werden wir natürlich hier auf dem Eigergletscher auch weitere Wanderwege haben. North Face Trail. Dann werden wir auch haben, ein neues Restaurant, ein spezielles à la carte Restaurant für gehobene Küche hier am Eigergletscher. Und dann werden wir auch ein neues Gruppenrestaurant machen auf dem Eigergletscher. Vor allem auch für die Gäste vom Jungfraujoch, wenn sie oben nachkommen, dass sie hier einen Aufenthalt haben. Und bei allen Gästen ist natürlich das Ziel, sie sollen länger hier bleiben in der Jungfrauregion, länger den Ausflug Jungfraujoch genießen und natürlich auch den Eigergletscher. Damit darf ich auch schon wieder ins warme Büro, weil das heutige Panorama ist vorbei. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr wie immer bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci fürs Zuschauen und wie immer, einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Herzlich willkommen zum Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren. Der Montagabend, der sich noch zum Teil freundlich präsentiert hat, nachher hat aber die Bewölkung auch immer mehr zugenommen und Niederschläge haben eingesetzt von Westen her. Eine Störung überquert uns jetzt heute Abend und in der kommenden Nacht. Dahinter geht es veränderlich weiter. Denn morgen am Dienstag, am Vormittag entlang der Berge vor allem noch zum Teil ein bisschen Regen oder ab 800 bis 1000 Meter Schneeflocken. Aber das Gröbste ist auch schon überstanden. Und dahinter gibt es auch ein paar sonnige Auflockerungen. Im Laufe des Tages bleibt es allgemein veränderlich bewölkt. Niederschläge gibt es nur ganz selten, also lange Zeit trocken, eben auch mit ein bisschen Sonne zwischendurch. Wenn es mal einen Schauer gibt, dann Schneeflocken ab 800 Meter und die Temperaturen erreichen Höchstwert um die 6 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es oft trocken. Es gibt höchstens selten Schauer. Am Mittwoch aber, falls es etwas gibt, auch ein paar nasse Flocken bis in tiefe Lagen möglich. In der Nacht auf den Freitag dann nass, Freitag windig und veränderlich. Und das zweite Adventswochenende, wir sehen es hier, eher eine graue und zeitweise auch nasse Angelegenheit. Ein bisschen Achterbahnfahrt dann mit der Schneefallgrenze, kommt mal runter dann
blau auf den Freitag und nachher steigt sie aber auch wieder an aufs Wochenende her und kommt dann aber wieder runter auf den Sonntag an. Das waren meine Damen und Herren vom Wetter hier auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Montagabend.